Hey Leute, endlich geht's mal wieder weiter, auch hier bei Assassin's Creed 3 auf der Wii U Edition und irgendwie wird mir schlecht. Oh, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist kotzig. Ja, der Captain, dem haben wir in der letzten Folge noch ein bisschen die Meinung gegeigt und deshalb müssen wir jetzt zurück in die Kabine, oder was? Ja, die Kombüse, wenn man es eigentlich lieber als die Kabine. Aber gut, gehen wir halt zurück. Geht's ja wieder ein bisschen schneller. Ich überlege wegen der Steuerung, ist eine Weile her. Ah, genau. Ist doch sehr simpel auf dem Pro-Controller. Ja, der große Vorteil gegenüber der dem Wii U Gamepad wohl eher, weil ja, ist das schon ein gutes Gamepad, aber zum Let's Play ein bisschen unpraktisch. Aber ja, ist eigentlich öfters und deswegen gehen wir einfach mal zurück, sondern kurz etwas umschauen. Kombüse, ich hab Hunger. Kohldampf. Hallo? Nix. Okay, schneller gehen geht ja auch mit B, sehe ich gerade. Ja, ein bisschen hier auf die Steuerung achten. Wäre vielleicht auch mal nicht so schlecht. Wobei schneller. So viel schneller geht es auch wieder nicht. So geht er schneller. Hüpft die Hüpsche und ja. Wie auch immer. So, gleich sind wir da. Ja, gleich sind wir da. Stumm. Einfach nur stumm und nachdenklich. Dabei hätte man noch meinen können, da wäre, ups. Ja, er wäre auch Lehrer, ne? Weißt du, wegen Korrigieren und so des Textes. Aber egal. Atlantischer Ozean, Tag 28. Oh, der schon wieder. Mr. Kenway. Captain? Was immer die planen. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Wer auch sonst, nicht wahr? Die Mannschaft befragen. Jetzt ist interessant, ich denke auch mal ziemlich handgreiflich. So, hat sie gerade jemanden? Nö, hier ist keiner. Schade eigentlich. Schnell gehen. Gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büchsenfisch und Zwieback kriegen. Jemand muss mal mit ihm reden. Ja, aber Zwieback ist doch lecker. Und Büchsenfisch, okay, da kann ich euch verstehen, Leute. So, der hier, bist du auch am Meckern? Hallo, Alter. Ich glaube, er ist bereits tot. Was sagst du dazu? Hallo. McCoy, Dr. McCoy. Wie immer ein bisschen brummig drauf. Hä? Spricht er von mir? Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Tja, wie unhöflich. Geht weg. Geht weg. Geht doch einfach weg. Schon mal das Bitte gehört? Keine Kinderstube, hey, keine Erziehung. Ja, ich höre schon auf. So, wieder mal ein wirres Netz aus... Na, ist doch egal. Aus wirren Gedanken vermutlich. Na, Alter. Ein Spiel spielen. Oh, ein bisschen zocken. Spielen im Let's Play. Ja, okay. Ich spiele ein Spiel und das auch noch im Spiel. So, was? Fanorona. Was? Hä? Wie? Fanorona. Okay. Man nimmt an, dass Fanorona aus Madagaskar stammt. Nicht im Ernst, oder? Es wird auf einem Spielbrett mit 9 Reihen zu je 5 Feldern mit sich überschneidenden Linien gespielt. Jeder Spieler setzt 22 weiße oder schwarze Steine auf das Brett und versucht dann, gegnerische Steine zu schlagen. Indem er seine Steine entlang der Linie entweder auf einen gegnerischen Stein zu oder von ihm wegbewegt. Ziele schlagen sie alle Steine des Gegners. Boah, gar nicht mal so schwierig.
Regeln. Schlagen Sie gegen den Stein, indem Sie auf sie zu oder von ihnen wegziehen. Wenn ein Stein geschlagen wird, werden gleichzeitig alle unterbrochen, auf derselben Linie dahinterliegende Steine geschlagen. Schlagen ist Pflicht, also voll in die Fresse. Wenn ich geschlagen werden kann, kann das Spiel einen beliebigen Stein auf ein benachbartes leeres Feld ziehen. Okay, das mal ein ziemlich brutales Spiel war. Schlagen, schlagen, schlagen. Ja, versuchen wir es mal. Erst einen Zug machen. Okay. Hä? Was? Spiel starten? Ja, wird doch gesagt. Benutzen den Auswahlcursor. Ja, was denn auch sonst. So, wie gesagt, aber... Alter, kannst du bitte mal... Ja, jetzt geht's schon besser. Okay, das sind jetzt die Weißen da. Was sind die Schwarzen? Was mache ich jetzt hier? Achso, Stein wählen. Er wird doch noch etwas. So. Bewegen, taktische Ansicht. Ja, natürlich immer die Fragen. Moment mal, ich überlege gerade was. Ich glaube, das ist echt so. Ist das Mühle? Kann das sein? Die abbrechen, wir mal verarschen. Okay, also irgendwie klappt das noch nicht so, wie es sollte. Hallo? Ja, Stein wählen, mache doch gerade so. Stein gewählt, zumindest zum Beispiel hier vorne sitzt. Ah, jetzt geht's. Das ist ein seltsames Spiel. Was zum? Okay, ich muss einen Stein nach vorne bewegen, um einen anderen zu schlagen. Das heißt, wenn ich jetzt den da vorne bewege, was überhaupt klappt. Ne, Moment mal, also wenn ich den da vorne bewege, muss ich den da mitnehmen. Ist das so etwa? Seltsames Spiel. So, jetzt auf den und den da auch weg. Okay. Also immer in der geraden Reihe. Wieso darf der eigentlich zweimal ziehen? Darf man fragen? Darf ich das eigentlich auch? Ja, eine andere Frage. Ob ich jetzt den da vorne setze. Kann ich auch so diagonal ziehen? Geht glaube ich nicht, wa? Was denn, wenn es lang gehende Steine bis keine weiteren möglich sind? Ja, hab doch gerade gemacht. Ah, jetzt bin ich so und jetzt... Aha, jetzt könnte ich so weitermachen, wa? Kann ich den hier hinsetzen, dann kann ich den anderen gleich noch mitnehmen. Ja, geht doch super. Noch mehr? Na klar, jetzt kann ich einen Kreis ziehen. Ah. Ups, sorry. Moment. Das war der falsche Cursor. So, hier hin. Ja, bitteschön. Zack, zack. Schnapperack. Oh, verdammt, was mache ich jetzt bloß? Ja, also wie gesagt, ich finde das Spiel noch ein bisschen crazy, aber irgendwie hat es auch was. Aber ich bin total am Verlieren, kann das sein? Okay, mal kurz überlegen, wenn ich jetzt den da hinziehe. Dann habe ich da ein Problem, weil ich will ja so viele Steine wie möglich wegziehen. Geht also nicht. Wenn ich den hier hinziehe, kann ich alle drei hier mitnehmen und dann noch hier hin, um den auch noch mitzunehmen. Klappt das? Ja, versuch's mal. Nein! Verdammt, ich will eine Combo machen, geht nicht. Scheiße. Wieso eigentlich nicht? Ich muss zu weit weg, wa? Na klar, kannst du mal aufhören, Alter? Ja, fürchte ich leider auch. Jetzt den. Kann ich gar nicht auswählen. Ach so, darf ich nur einen Platz Abstand haben, oder was? Ist das fies. Ja gut, die sind da ein bisschen eingekesselt, wa? Wenn ich jetzt den zurücknehme, kann ich doch die zwei wegnehmen. Und dann gleichzeitig den auch noch. Oder kann auswählen, je nachdem halt. Ja, versuch's mal. Wieso sollte ich das wollen? Alter! Na verdammt, jetzt muss ich das irgendwie so machen. Den diagonal wegzunehmen, was? Das Problem ist, wenn ich jetzt den hier hinpacke, dann kann ich zwar den da wegnehmen und den da auch, aber dann kommt er mir damit wieder. Sprich, der macht einen nach vorne und die zwei Steine. Ne, ist sowieso noch einer. Okay. Hab mich vertan! Alter, da unten ist noch einer! Ja, dann eben nicht. Machst es halt so. Dann sind die zwei noch weg. Hahaha! Gut aufgepasst. Hat immer seinen Hut auf und versteckt sein Gesicht, um uns unbemerkt zu bespitzeln. Ruhig! Ruhe auf den Plätzen, Alter, mit ihrem Konzentrieren!
Alter. Kommt einfach aus dem Hinterhalt. Ja, die immer so einen billigen Hut auf und so. Jetzt den da machen, kann diagonal wegziehen. Was? Und dann. Ja, und dann wie weiter? Verdammt. Jetzt macht er einfach da anholen mit 2 Steine weg. Ja, scheiße. Und dann kannst du nochmal. Oh, er macht's clever. Wenn Sie nicht schlagen können, dürft ihr einen beliebigen Stein auf ein benachbartes Feld ziehen. Ja, das war eine super Idee. Was machst du, wenn der mich danach schlägt, zieht, wie auch immer? 4 gegen 5. Theoretisch noch alles machbar, aber ganz ehrlich, Leute, das sieht mies aus. Und ich habe da unten 2 von ihm, wenn ich den da irgendwie schaffe. Oh, nee, kein Bock, keine Chance, man natürlich. Allerdings auch den da hier hinziehen. Und nur, was bringt mir das? Dann macht man einfach den da zurück und dann bin ich sowieso am Arsch. Ja, das muss mal. Ist das erste Mal und daher sind mir die Regeln noch nicht zugekommen. Na klar. Danke, du Arsch. So. Tschüss mit dem Stein. Alter. Ey, wieso hat er das nicht gemacht? Hat er sich gerade... Na egal. Ja, ich bin am Arsch. Ich fühle mich verarscht. Kann man ruhig so sagen. Der geht ja auch nicht, dann macht er da wieder seinen Scheiß und es ist... Ich hab verloren. Revanche! Ich brauche eine Revanche. Es müsste doch theoretisch gehen, oder? Den dahin, dann kann ich den da wegnehmen. Müsste doch gehen. So, jetzt bitte gleich nochmal. Dankeschön. Jetzt da nochmal zurück. Dann kann ich den nochmal wegziehen. So, und jetzt nochmal. Nein! Stimmt, geht ja gar nicht mehr. Verdammt, ich jetzt. Ja, wollte schon sagen, ist eigentlich ziemlich einfach. Na super. 1 gegen 3. Ich bin so super. Ich bin super Zocker. Ich werde verlieren. Ich werde leider verlieren, Leute. Ist leider Tatsache. Naja, was willst du machen, nicht wahr? Ich habe mein Bestes gegeben. Moment mal. Ist komplett bescheuert? Alter, kannst du gerade... Mach einen Denkfehler. Moment, das muss funktionieren. Das muss funktionieren. Ja, es funktioniert auch. Ich kapiere das Spiel langsam. Verdammt, nur noch ein Stein und besiegt mich trotzdem noch. Tja, Alter, ist wie bei Schach. Auch nur mit einem Stein oder wohl eher einer Figur kann man das Spiel noch wenden. Ist bei mir sowieso eine Spezialität. So, hierhin geht nicht. Dann wäre sowieso am Arsch. Mach also hier hin. Taktische Sicher, was bringt das überhaupt? Moment mal kurz, Leute. Ah. Ja, das kann man machen, aber bringt gar nicht so viel. So, mal gucken, wenn ich jetzt den da hinsetze, doch, das geht. Ich muss ihn einkesseln, da 2 Figuren zum Schützen, nicht nur noch eine. So, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt den hier hin... Nein! Wow, das war knapp. Wenn ich jetzt den hier hinsetze, geht er mit der Figur 1 zurück und schlägt mich. Wenn ich hier hingehe, geht er wieder 1 zurück und schlägt mich. Wenn ich hier hingehe, macht es sowieso das gleiche. Wenn ich hier hingehe... Ja. Weil auch hier die Frage wäre, habe ich überhaupt noch eine Chance? Habe ich noch eine Chance? Also verarschen, ich kann nur diagonal ziehen? Wieso kann ich nur diagonal ziehen? Und verloren. Oh. Ach so, deshalb. Hey, ich habe sogar gewonnen. Tja, typisch Michael. Ich gewinne, obwohl ich es gar nicht wusste. Und gar nicht gemerkt habe. Tja, also, das kann dann doch ein bisschen überraschend. Tja, gewonnen, ohne es zu merken. Tja, ich bin halt ein alter Lacker. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Mit dem Doktor oder dem Koch sprechen. Alter, ich war gerade beim Doktor. Der will nix. Der sagt nix. So. Was macht der irgendwann für ein lustiges Spielchen?
Wettsaufen oder was? Armdrücken. Ein richtiges Spiel für Männer. Oh, wir sind am Tanzen. Am Rumschwulen auch noch. Ich habe euch nichts zu sagen. Den kenne ich doch. Ist nicht das Zombie U? Guck doch mal seine roten Augen. Ach ja, Zombie U ist ja auch ein Spiel, das ein bisschen am... Naja. Ich nicht so der Pro darin bin, muss ganz ehrlich sagen, hier Assassin's Creed 3 macht doch deutlich mehr Spaß. Am offenen Fenster. In ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Er hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Also quatschen wir mit James, dem Vater von Harry Potter. Sorry, aber der musste sein. So, James, ach so, sein Semmel ist gar kein, na egal. Ein paar Schafe, ja, Schafe, Schweine. Alter, sehen die detailliert aus. Geile Grafik. Echt ein geiles Spiel. Ja, was? Schiffszwieback? Alter, wir haben ja Kartoffeln, wir haben ja rohes Fleisch. Was macht ein Zombie mehr? Im Fass sitzt der. Hallo, wir haben ein Fass voll! Den war doch gerade. Achso, der da. Animus Datenbank, Louis Mills. Was? Ich dachte, das wäre James. Seid ihr James? Hi, Kenway. Haven Kenway. ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Was hat denn der für eine Stimme, hey? So, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Ich möchte nur nicht sterben. Das ist alles, was ich möchte. Ja, sorry, wenn es gerade ein bisschen, ja, ein bisschen lächerlich rüberkommt, aber die Stimme von dem ist ja schon, naja, egal. So, wir gehen ein bisschen schneller. Ja, die Folge ist sowieso gleich vorbei, deshalb noch ein bisschen was. Nein, das wollte ich jetzt gerade nicht. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich's mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Fässer? Da wirft jemand Lava über Bord. Aber warum? Gute Frage. Wir können sie mal ein bisschen die Beine vertreten. Ne? Das ist die Anwalt. Versteht ihr? Vertreten, Anwalt. Ja. Oh Mann, wieso ist der Versuch von mir, immer Witze zu reizen vor allem. Ja, zu reizen auch, nee, zu reißen immer so ein Anreiz. Ja, zu würgen, ne? Ich reiße Witze und dabei ist irgendwie ein Würgreiz. Naja. So bin ich leider. Und da wundere ich mich, dass keiner mehr meine Videos anschaut. Also, keiner. Weniger als früher, sag's mal so. Ruhig! Da kommt er! Tut, als würdet ihr arbeiten. Wieso? Bin ich hier der Arbeitsaufpasser oder wie? Unterdeck bin ich? Achso, ich muss da lang.
Alter, drehen! Kamera drehen! Ja, so geht's natürlich auch. Oh hey, oh hey. Ich komme mir vor wie bei einem Eishockey-Match. Oh hey, oh hey. Alles klar, Adlerauge. So. Stimmt, die Adlerauge ist mit dem linken Control-Stick. Einfach draufdrücken, nicht irgendwie mit der Schultertaste. Was so? Ja, was ist mit dem? Hinweis analysieren. Was soll das sein? Ein Faden, der in der Luft schwebt? Sind wir jetzt hier etwa bei David Copperfield oder was ist los? Seltsam. Äußerst seltsam. Der kommt mir langsam vor wie Sherlock Holmes, kann das sein? Zur Kabine zurückkehren, um den Tag zu beenden. Ganz genau, das machen wir jetzt auch, Freunde. Und wie es weitergeht hier bei Assassin's Creed 3, ein Spiel, das irgendwie ziemlich verrückt ist, aber ziemlich auch geil ist. Und irgendwie erinnert es mich ein bisschen an Sherlock Holmes, aber auch an The Last Story wegen der Schießfahrt und so. Und die Grafik ist einfach genial und das ist garantiert ein Let's Play, dass ich viel öfter zocken muss, als ich es bisher getan habe. Ich weiß, aber ihr wisst ja auch, wegen Krankheit und so, ist ja auch egal. Es wird jedenfalls sicher spannend weitergehen, am Freitag dann hier bei Assassin's Creed 3. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.